Bleibst du draußen! Lief bei dir. Ja, zummer lach huet gemerkt mis Schnecke weisen. Me dommer der aslo Schluss! Ja, an noch mehr serem voll dabei an das kann mat ganz viel Frapower. Ob Kette sehen oder psychisch Kräft. An der Folsch geht et ab. Mat gier so vor 5. Tisch net mir dir so vor. Mcht net? Nee, Tisch süß nach Giers. An ob ze sus beim Titel oder auch bei der Qualität gekürzt hunn, dat verrode Mer gelo. Brumm. Schwarz. Schwarz. Wie még Seel soll spill nie ginn. Schëlle düster hunn. Keng Farwen. Nëmmen Hoffnungslosechkeet. Ja, dat gët Giers 5. Hey, du schaffst auch viel zu lang schon dem Spiel. Komm mal endlich bis raus. Gib es frisch Lufthöhlen. Ich meine, da geht aber die Idee noch besser. Alle, komm noch mal. Nee! Dacht, du kannst mal raus. Ich will nicht raus, ich muss schaffen! Du kannst mal raus. Nee. Du kannst nicht weiter schaffen. Hier ist 5! Nee! Du kannst mal raus. Alle, komm. Alle. Alle. Nee! Mama! Mama! Oh, hell. Oh, viel zu viel hell. Oh. Wow. All die Farben. Ich noch nie so viel Gringes an meinem Nerven gesehen. Ich will nicht mehr düster sein. Giers geht nur vorwärts, wie der Rehbau. Katte sie Mama von Rammer, oder? Ma sicher dat! So Leiit, da sech soweit. Giers 5 was du bbausen a wëll ass mat engem Decke knall, fir an dem kalen Zug, den sech Summerlach nennt retten. Ech erzählech mo lab iwwer d'Kampagne, a falls sollt Kollegen hunn, erzählt de Billy Ech, weil den dann alles an de Multiplayer-Modi mache kann. Giers 5 knapp du se Viergänger runn, a leis einfach mo so richtig zau raus. Dir sit nes mam JD Phoenix, Kate der Company NRW, dabei geht de Kampf géint de Swarmer seg nächst Roll. Das Geier spielt fir un allem Kate eng wichtech Roll, weil dem Ufang vum Spiel, ja so vu Kapfeier Visionioune geplot ass an enéi schon interessiert, werdet mat senger Vergangenheet so opzeschwert. Dabei giet der Orem vun de Giers-Veterane begleet, déi mat ihre One-Liners an Stunts beweise wëllen, dat se nach lang net Zahl fir de Scheiß sinn. It's dinner time, bitch! Go! Are you nuts? Always! But now it's got a mouthful of boom! No deems Tabkritik Gears of War feier jo de mangele Neuegkeete woch, ballert de Coalition Lotzräger an. Ja boah, stellt Formel net komplett op de Kap, méi de krite pu wike Schneis Ergänzungen, die tatsächlich der ganzer Sachte vermisste Pep gin. So könnt der Ären Robobegleder Jack mat lauter Upgrades pimpen, die ech am Kampf können hëllefen oder him selber Vierdeler verschaffen. An der Schrecklo net falls er so Sache wie 16 Components liest, die Dinger sie wie Funko Pops, dat teech die fanze Gefehl um Balek. Obligatorisch gëtt natürlich neue Waffe wie den Overkill oder Neugagner à la Flock oder The Warden. We might have a problem. Yeah, we definitely have a problem. Die wird wirklich gräessten Änderung par Konter gëtt mat de großen Hub-Areas, déi da mat eng Skiff erkundege kënnt. Dat Dinge huet sich sogar erstaunlicherweise gut gesteuert, a fir allem Eis krit a gute Feeling vu Witter spendeiert. Met Entwickler si sogar nachre Schritt mi weit gängen, an Loginet. Ganz exklusiv. Für die alleréischte Keier iwwerhabt. Niewe Missionen eng Gears of War. Seis Kojima, so geht Innovation. Nee, méi lomoler meescht. Se si ganz okay, daure net ze lang, an die gut doch gut belönt afir. Die meeschen de Funner lei noch direkt weh, dat teech se lossen du ziemlich en passant erledegen. Fi der Recht kann ich soen, Soundeffekter sinese Genuss, den Third-Person-Deckungsshooter Gameplay as wie gewinn smooth, an Grafik brauchst du definitiv net zu verstoppen. Dabei muss ich noch die mega Belichtung löwen, die deweis für atmosphärische Militärhorror wie de Gears 1 gesuercht wird. Mein einzige Manko ist,
dass an der von mir gespielten Early Access Version vom Game Pass ja nach verschiedene Bugs oder Fehler dran sind. Da so nicht, was Spiel gebraucht wird, und ich bin mir sicher, dass das mit einem kleinen Patch auch sehr gepflegt kann gehen. Ob du sagst, mal aber trotzdem gegangen. So, das war von mir. Billy, nur darfst du mal etwas erzählen. Hang on a second, shitstick. Shitstick. Dell, theories? I don't know. Maybe a stick made out of shit? Ehren ich mich auf den Multiplayer konzentrieren, muss ich heute noch um pure Details ergehen, denen Danilo versäumt hat zu erwähnen. Die Coalition hat speziell No-Kampf-Attacken wie die Kettesee vom Lancer oder das Bajonett vom Retro-Lancer vom B-Knäppchen auf den dritten Bumper gelöscht, sodass er seinen Daumen frei hat für andere Aktionen. Auch die Story ist nicht gerade so plump wie hier in das Lowirke gelost wird. Neben der Story über dem Katzing Herkunft geht es dem Konflikt da innerhalb vom Delta Squad an endlich mal den guten alten Hammer of Dawn zum Laufen zu bringen. Zusätzlich ist die Welt mit wunderbaren Details gefüllt, die allein mit visuellen Elementen sowie dem Leveldesign hier eigene Geschichten erzählen und die Welt ausbauen können. So, du willst aber nicht zu viel Zeit darauf fokussieren. Ich habe GS5 zusammen am Dennis im Splitscreen gespielt. Jo, der hat richtig hören, GS5 führt noch immer Splitscreen. Und das, obwohl es ein grafisch Bumm ist. Sogar im Splitscreen lebt das Spiel flüssig, bis auf den einen oder anderen kurzen Framerate-Abbruch, wann es wirklich richtig abgeht. Und das, obwohl aber in der Grafikschraube gar nicht oder nicht mehr minimal gedreht wird. Es sieht optisch genauso gut aus wie am Singleplayer. Interessant ist, dass der dritte Spieler ans Haut vom Jack schlüpfen darf. Oder eine Karosserie. The Blash. Egal. Wen also als Jack spielt, kann auch selber entscheiden, wie die Upgrades verteilt gehen. Und das ist als Jack aber nicht wehrlos. Mit seinem Zapper setzt ihn den Swarm in den Strom und kann sich mit genug Geduld killen. Oder ob man es doch den anderen Dreck freihalen, was sie gerade alle Hände voll zu tun haben. Denn Jack ist also perfekt für all die, die nicht so am Geballert haben oder anderwärts eine wichtige Support-Rolle wollen haben. Aber keine Angst, als Jack hat ihn trotzdem noch mehr wie genug zu dienen, sodass er nicht langweilig wird gehen. Wo den Jack aber noch wichtig ist, als an der Horde, wo ihn als 5. Spieler zwischen dem Jack oder einer anderen Figur wählen kann. Und heute funktionieren dem Jack seine Upgrades aber genauso wie bei anderen Figuren auch. Flott ist vor allem sein Ultimate, mit der er für kurze Zeit Kontrolle über den Gegner hält und der erst in eigenen Reihen raus killen kann. Apropos Ultimates. Für Horde an Escape-Modi haben Charakteren all passiv Aktivfähigkeiten. Vergleichbar mit Overwatch. So kann zum Beispiel den Emil aus Halo ein Bubble Shield rufen, Kate sich unsichtbar machen und den JD einen Artillery Strike rufen. Am Escape-Modus stellen sich dann 3 Spieler dem Swarm und zerstören ein nascht verbundene raus mit Hilfe von chemischen Bomben. Sobald es gesprengt geht, lebt Zeit und geht darum, so schnell wie möglich rauszukommen. Zwischen dem Spieler und dem Ausgang steht aber ein ganz Hort von Drohnen, DBs und andere Gegner, durch denen sich als erstmal metzeln muss, während der Giftwolke am Rick entkommen muss. Der Modus mischt gerade am Koop richtig Spaß, mir ging sicherlich auch von den puren mehr spielbaren Charaktere profitieren. Was Maps betrifft, ist die Auswahl bald unendlich, weil es gibt Map-Bilder, mit denen ich seine eigenen Maps machen oder die von anderen Spielern spielen kann. Beim PvP gibt es die neue Arcade-Playlist, bei der der Gnascher an den Hintergrund tritt und die ganze Waffe-Sandbox zum Einsatz kommt und dadurch der Balancing für Neuaufhänger und Veteranen geboten ist. Für die GS-Puristen gibt es auch noch eine Classic-Playlist, an der es heißt Get Good or Get Out. Nascherhagel und Combat Rolls soweit da gesagt. Das ist für mich also so viel, dass ich nicht mehr im Stirben bin, also war für mich die Arcade genau das richtig. So, Fazit. Trotz dem engen oder anderen Verbindungsproblem Release-Tag lebt der Multiplayer von GS5 an all seinen Facetten wie ein Dram. Ob Splitscreen zu 3 auf engem Bildschirm oder online. GS5 bietet einen Content en masse, mit dem er sich lang amüsieren kann. En plus sollen DLCs gratis sein, für die ich auch noch immer mehr no-Gericht kriegt. Auch grafisch ist das Spiel ein Meisterwerk und hält sich nicht zurück mit atemberaubenden Bildern. Komm mal los zur Control. Oh ne, das ist doch bestimmt nicht so ein uninspiriert Sci-Fi-Geballer, wo... Control. Walked into the city and didn't come back. I don't know what missing in actions is. Der Preis für das seltsamste Spiel des Jahres geht wohl ganz klar um Control. Ich muss auch zugeben,
dass mein Hype ufangs leider nicht so groß war. Schlussendlich konnte ich dann einfach nicht wieder Stuhe mit Spiel zuzulehen, weil ich aber ein ziemlich großer Fan von Remedy bin. Auf für allem Alan Wake und Quantum Break und ich richtig gut fand. Fangen wir also mal bei der Story an. Als Jesse Faden betritt in das sogenannten Old House, woran der Federal Bureau of Control, kurz FBC, ihre Stützpunkt hört. Den FBC als eng Behörd wie den FBI, just dass sie für ein Paranormalfall zuständig sind. Die erste Person, die mir im Spiel begegnen, ist den Arti, den Hausmeister, den einem schon ganz wirr vierkend, vielleicht oder vielleicht auch nicht als Gedanke lesen kann. Dünno Mama ist dann direkt auf dem Weg zum Direktor seinem Büro. Den hört sich aber selber schon nach Schuss, und natürlich raf mir dann auch direkt seine Waffe ab. Und Glückwunsch, wir gehen gerade zum Direktor vom FBC befördert. Wieso scheiß mir mal rot liegend Kleider bei uns? Hiss heischen die anscheinend. Komisch. Ah, endlich finde ich mal ein paar Leute, die es vielleicht erklären können, was Teil lebt. Okay, die kennen alle schon mal nun. Aber wieso ist das für alle Menschen so selbstverständlich, dass wir den neuen Direktor sind? Wieso fährt Jesse die ganze Zeit Selbstgespräche? Das und noch viel mehr von dir raus die nächste Kehr bei Akte C wie Control. So, wie hast dann den Control so? Das hat ein Spiel für Remedy, ne? Fuck. Irgendwie so Rougi, Habe ich meine Übung gemacht? Icons und Ja, ich meine. die Sachen, Überhaupt, was spackt dem schon voll für Control? Ich weiß ganz genau, dass ich gespielt habe. psychisch Kraft benutzen, Ich könnte mal wohl am Anfang auch zielen, was ich will. Ich weiß es ja nicht, weil ich nicht Spiel ja noch nicht gespielt. Problem wäre es, dass wann man spielt, dann da gibt es raus von, dass das Blödsinn geschwart. Ja, ich könnte mal die Story vielleicht ein bisschen erklären, aber das geht aber auch ein bisschen dazu, dass ich das so selber rausfinden. Die ist ja ziemlich konfus abgebaut. Extra du weinst. Muss ich nach Noah lernen? Die Story von Control fühlt sich noch viel mehr verwirrend an, wie das, was ich gerade erklärt habe. Für das ganz vereinfachen kann ich sagen, dass Control ganz stark von Sachen wie der SCP Foundation an der Akte X inspiriert wurde. Bei der FBC die sogenannten AIs, Altered Items, die auch OOP, Objects of Power können sind, sichergestellt, die durch sogenannten AWE, Altered World Events, erschafft wurden oder ausgelöst wurden. Das sind Sachen wie zum Beispiel Karussellpferd, ein Fernseher und ein Frigo. Das Old House selber gehört auch dazu und kann auch nicht mehr von denen Fund gehen, die doch wirklich fahren wollen. Verstehe ich nicht. 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 So wie Jesse, das da ist für seinen Bruder zu fahren, den als Kant vom FBC mitgeholt gouf, nachdem seine seine Schwester den Dia-Projektor benutzt haben und dadurch ein Portal zum Astral Plane abgemacht haben. Klingt komisch, ist aber so. Was nicht gerade so verwirrend ist wie die Story, ist der Gameplay. Wie Quantum Break gespielt wird, kann sich schon ganz gut vorstellen, was ein heuer Wort. Das ist ein Third-Person-Action-Spiel mit einem Fokus auf übernatürliche Fähigkeiten. Zwar gibt es auch Schusswaffen, das sind aber praktisch nicht mehr dafür da, wenn Energieleiste idle ist. Zu ihrem Repertoire gehören Telekinese, Hypnose, ein Boost, ein Schild und sogar Flyer, bzw. Schwirven. Der Schwierigkeitsgrad ist relativ hoch, wenn sich nicht mehr auf seine Waffe verlässt, wodurch es unzuroden ist, seine Superkraft so oft wie möglich auch anzusetzen. Wie er gefühlt alles Spiel mittlerweile, kann er natürlich auch upleveln und mit Skillpunkten seine Stats verbessern. Alles an allem ist Control ein richtig gutes Spiel. Die Story ist zwar verwirrend, mehr matrappend, der Gameplay und die Action sind on point. Wären nicht so viele Bugs und Performance-Probleme. Weil das Old House ein riesiges Labyrinth ist, also wirklich immer auf seine Map angewiesen. Das wäre ja auch okay, wenn diese funktionieren ging, wie sie sollte. Praktisch alles, wenn ich die abmachen will, kriegt ihr nicht einen idle Bildschirm präsentiert, wodurch ich dann entweder warten muss, bis er endlich irgendwann mal abploppen will, oder muss ich halt auf gut Glück probieren, selber den Weg zu finden. Andererseits bricht Framerate auch regelmäßig an, was der Schwierigkeitsgrad nach mir herstreift, von den 20 Gegner auf einmal mit nicht mehr nach 10 FPS fertig machen soll. Gerade auf der Basis PlayStation 4 sollen das Probleme extrem sein, also gut auf der Xbox One X sind davon noch geplot. Remedy hat zwar schon eine Patch released, wie der schenkt doch echt der Hit or Miss zu sein. Aufschließend kann ich also zu Control sagen, dass es richtig geil Action mit aufwissungsreichem Gameplay bietet und das Ganze an eine mysteriöse Story prägt.
Leider wirkt Story Heinz du einfach ein bisschen zu konfus, weil sogar als ein Hauptcharakter schon viel mehr weiß, wie die Spieler matt gedeelt kriegt. Zusätzlich als er ständig von irgendwelche Bugs oder Performance-Probleme geplot, also gebe ich so, wen wirklich große Remedy-Fan ist und unbedingt spielen will, der kann vorsichtig zugreifen. Für all die anderen wäre es besser, vielleicht noch ein bisschen zu warten, bis Probleme größtenteils gefixt dürfen. We'll find your mama together. Schmengen, das ist Zeit für Feierabend zu machen. Ja, ich meine, doch Zeit für heute. Me boah, ihr habt mal vergessen, falls ihr Ende September kein CD soll tun, vielleicht sogar mal das wild schnüssen und für den Schritt rekommandieren, oder als vielleicht sogar noch wild frohen, ob ihr zwei von an den Dote gerade so bescheuert sind, wie wir immer heim machen, dann gesehen wir es wahrscheinlich auch da. LGX. Und Strichbuchstabiert. Okay. Tja, in dem Sinn, ciao! Was war's? Ja, und ob sie mit dem Titel oder ich weiß nicht, was ich so wollte. Schmengen, was war Quantum Break dabei, meh? Schmengen, Quantum Break ist gebreakt. Und du hier, ich weiß nicht. Ja, ich war Padders so viel Schwarze wie das Spiel dann so. Ich habe so eine Steelbox gehört. Das ist schön. Das ist so ein Dreieck drauf. Und das sieht einfach so, ist so stilisch aus. Und wow, also keine Ahnung, ich habe nicht gespielt, oder für Grund, ich gerade, ob ich schon gespielt habe oder nicht, mehr. Das war die bis 5, mehr. Voilà, keine Ahnung.